Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Ja? Okay, jetzt überlege ich gerade, wie ich die Biest. Biester am effizientesten niedermache, weil Gauth sind sehr, sehr miese Kreaturen. Okay. Ja, okay, die sind immun gegen hinterhältige Angriffe. Gut, das haben wir schon mal verdummbeitelt, das wissen wir jetzt auch eindeutig. In der letzten Episode habe ich es wirklich einfach nur vermutet, aber scheint wohl offensichtlich zu sein. Ja, das ist gut, so einen Ort zu erforschen. Alter. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Ja, wie dem bei einer abgeht im Widerling. Okay, dann machen wir hier mal eine Todeswolkerei. Eventuell trifft uns nichts. Scheiße, die attackieren ihn trotzdem. Okay, Ja. dann ziehe ich weiter nach hinten ab. Ich will, dass die Mistviecher auf die Brücke kommen. Korgan vor. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Sagt mir, was zu tun ist. Korgan vor, noch ein Tor. Und dann auf die Scheißviecher drauf. Verdammter Trottel! Was wollt ihr? Ich brauche Hilfe! Dali! Dali! Okay, Korgan hat zerrobbt. Der ist magisch betäubt worden. Der andere attackiert, wenn möglich, den dappische Gauth. Scheiße. Edwin ist auch betäubt. Viconia verwendet mal den Stab. Und als weiter drauf. Ja? Okay, halten euch irgendwie am Leben, wenn möglich, mit Heiltränke. Viconia, du ach. Scheiße, mein Charakter hat's auch betäubt. Ich hasse Gauth. Der haut schon ab. Oh nee, jetzt sind sie alle betäubt. Scheiße. Okay, die zerfetzen gerade Anomen. Jetzt kommen wir noch die Schatte hinterher. Ja, genau. Genau. Oh, das ist so ein Kotz, auf der Stufe mit gegen Gauth zu kämpfen. Oh, Mann. Wie machen wir das dann? Edwin, probier doch mal geringere Zauber zurückwerfen. Na, meinetwegen. Eventuell bringt uns das was. Okay. Okay, das bringt anscheinend gerade echt nichts bei ihm. Sehr gut. Dann zerfetzt die mal ordentlich. Und schmeißt noch einen Feuerball hinterher. Noch ein Incactus Purkan. Okay, Scheiße, schwer verletzt, schwer verletzt. Die halten aber auch was aus, die Biester. Okay, dann knallen wir mal so einen Todeswolkenstab hinterher. Und Korgan reißt mit ihm die Schatte kaputt. Ich will... Scheiße. Okay, das wird jetzt problematisch. Schattenscheusal, der hat Edwin wahrscheinlich betäubt. Attackieren wir den eklige Gauth. Oh Mann. Leck mich doch am Sack. Die sind echt hartnäckig, die Kotzeviecher. Mein armer Edwin wird auch gerade niedergemäht. Okay, Edwin ist... Edwin ist tot. Ein Gauth ist auch kaputt. Korgan ist gelähmt, natürlich. Sag mir, was zu tun ist. Dann attackieren wir mal das hier. Ich hoffe, das bringt was. Scheiße, eine ganze Gruppe verreckt hier. Okay, Viconia ist auch schon tot. Ja. Genau. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Gewittert du nach Keidelrohr, Moliere mir Zuckerhut. Es ist zum Kotzer. Es ist echt zum Kotzer. Ja? Und die halten auch aus ohne Ende, diese Mistviecher. Desto. Wir schützen uns jetzt mal ordentlich. Und eventuell greift jo der Zauber Verwirrung. Eventuell greift der Zauber. Ich weiß es nicht. Nee. Zwei Gauth sind verwirrt. Ja, ich hoffe, das Okay, bringt und jetzt gehen wir vor. Zwei Gauth sind verwirrt. Wir gehen auf den Knetkopf drauf. Die anderen zwei Viecher sind verwirrt.
Okay, nur auf den, der wirklich noch was macht. Dann kommt die Schattenkompanie. Jemand heilt, sagt mir, was zu tun Ja. ist. Ich Dann warte. kommt die Schattenkompanie. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Dann haben wir hier jede Menge Schatten. Schlachtet die Biester ab. Wenigstens gut bezahlt. Und dann müssen wir einfach weiterkommen. Scheiße, die Gaufs sind wieder bei Verstand. Jalkales? Du heilst dich mal. Korkan, du bitte ab. Schnetzel aber weiter. Sagt mir, was zu tun ist. Und ihr kämpft hier weiter. Abdel Adrian, du machst mal Heilung. Ja, großartig. Der kommt auch irgendwie raus. Korkan ist wieder gelähmt. Boah, es ist so zum Kotzer. Fick dich ins Knie, Mann. Alter, ich hasse es wie die Pest. Okay. Noch einmal. Auf ein neues. Jalkales? Ja? Na, Edwin. meinetwegen. Hoppla, vorsichtig, vorsichtig. Nochmal Verwirrung rein. Erstmal Schutz. Eine Verwirrung bitte. Falls nicht alle verwirrt sind. Alle sind nicht verwirrt, natürlich. Noch einmal. Anna ist Ich verwirrt. hoffe, das bringt Okay. was. Wir probieren es noch einmal. Alle auf den Mistkerl. Abdel Adrian, du schluckst einen Trank und gehst noch hin und machst die Viecher platt. So, weil wir Schattenscheusaler, die halten nämlich auf, die Viecher. Stell dich hin, murkst den Scheißkerl von hinten ab. Okay, das hat dann viel gebraucht. Ich warte. Scheiße. Ey, es macht wirklich keinen Spaß. Das ist gerade so zum Kotzen. Das sind so Passagen, wo du im Spiel gegen Gegner hier geworfen wirst, die echt was aushalten und die wirklich was drauf haben. Ja. Das ist zum Kotzer. Jetzt gucke ich aber gerade nochmal, ob ich eventuell Gepäckgegenstände habe, die was wirken können. Ich glaube aber eher nicht. Wir sollten eventuell die Waffe vergiften, wenn es Ja, soweit Bier. ist. Du hilft wirklich nur ein Feuerball rein. Die Zauber zurückwerfen ist vielleicht nicht verkehrt. Und dann eine Feuerball reinschmeißen in die Menge. Sagt mir, was zu So, tun. Ich hoffe, dann das bringt lassen wir was. die Viecher jetzt Und nochmal was darf es herkommen. jetzt sein? Wir schmeißen noch ein Brandöl hinterher. Und schmeißen noch das zweite Brandöl hinterher, gerade für das. Okay, verletzt, dem Tode nahe, schwer verletzt. Edwin, mach bitte ein magisches Geschoss auf den Gauth, der gerade fliehen will. Okay, der ist tot, sehr gut. Edwin, bitte noch einmal ein magisches Geschoss auf den Kasper. Und... Okay, der ist dem Tode nah. Könnte klappen, das mal, könnte klappen. Wenn jetzt nicht immer die ganze Schatterarmee angegurkt kommt. Okay, Ja, ja. Nee, Moment. Ich habe ja schon begriffen. verwende den Stab. Denn seine Magie ist offensichtlich ausgelutscht. Der kann jetzt nur noch angreifen. Der hat sich wohl vollkommen ausgepowert. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die Okay, die Drecksarbeit sehr für gut. uns erledigen? Jetzt bleibt nur noch der letzte Wirklich ein Gauth Platz für übrig. einen Mann meiner Bedeutung. Als Troph und Wetter. Und noch einmal ein letztes Mal. Okay, dem Tode nahe. Schmeiß hier den Stab nochmal drauf. Okay, der ist jetzt auch ausgelutscht. Dann lassen wir mal die ganze Kompanie hier anrücken. Nee, noch nicht ausgelutscht. Der versperrt nur den Weg gerade für die Schatter. Okay. Dem Tode nahe. Komm schon, komm schon. Ich will den jetzt mit dem Stab kicken. Ah, Mann, ich will eigentlich nicht noch weiter meine Magie verschwenden für die Biester. Okay, gut. Na gut.
Dann machen wir es halt so. Schattenscheußer wird attackiert. Korgan macht den Gauth platt. Die Gerechtigkeit versiegen. Jedes Mal das Rumgepinse. So. Schatten. Und jetzt schlachtet die Mistviecher ab. Okay, diesmal hat es geklappt. Es war eine harte Geburt, aber es hat funktioniert. Gut, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir in die Höhle vom blicklosen Auge gehen, müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Runde schlafen, damit Edwins Zauber wieder aufgepowert sind. Weil in der Höhle vom blicklosen Auge haben wir jede Menge von den Gauth und Betrachter. Das ist eine sehr, sehr, sehr hässliche Passage, muss ich gestehen. Okay, also Vikonia kann 8 Tote beleben, das ist schon mal ganz gut. Dann heilt er mal Anomen. Und noch einmal. Ja, also das kann definitiv aufregen, muss ich sagen. Das kann sehr aufregen, das Ganze. Ich kümmere mich drum. Ich warte. Ist schon geschehen. Oh, da ist noch einer. Was wollt ihr, Oberweltler? Okay, Ja? dann noch einmal. Sagt mir, was wenn es denn sein muss. Weil, die Gauth sind durchaus ziemlich üble Geseller. Mit ihrer Blickangriffe haben die halt auch schon mal etwas, was ihnen einen riesen Vorteil gibt. Na? Sollst du hingehen? Ja, der Blickangriff wirkt halt nicht wie ein Zauber, sondern, also wirkt wie ein Zauber und wird sofort verwendet. Das ist halt auch ziemlich übel. Das heißt, die müssen nicht extra einen Zauber sprechen, sondern können das hintereinander rauspowern. Okay, nicht identifizierte... Oh Gott. Nicht identifizierte Kriegshammer. Ja, und wie gesagt, Meine Axt. die sind ziemlich hartnäckig, die Biester. Sehr gemeine, sehr üble Viecher. So. Da war noch was. Komm, der Rede wert. Und da habe ich echt immer gedacht, die Viecher sehen aus, als wären das so kleine Grotte-Viecher, die da ihren Pener auspacken und hier gerade mal ordentlich ins Wasser reinstrollen. Mann, oh Meter. Und was haben wir dann hier noch? Was bist denn du für ein ekliger Bettler? Verseuchter. Alles klar. Was sagst du? Bald zum Schlaf und zum Wache. Nicht eher tot als geboren, bleiben so lange hier und ihr wenn euch selber auf dem Rad vom Schicksal gebunden finden. Nein. Das mag ich eigentlich nicht so. Alter, die Dinger sind so verstörend als Deko. Ja. Oh, und der wieder mit seinem... So einen Ort zu mit seinem Gebabbel. Das Blut Ja. wissend, dass das Böse ganz nah ist. Ja, dem geht dabei anscheinend echt einer ab. Mit dem Blick durch die DR stellen wir fest, dass das Innere von dem Gebäude baufällig ist. Es wäre gefährlich, es zu betreten. In Fort mit euch, Schatter, wir sind jetzt schon in der Dunkelheit umgeben. Funde Dunkelheit umgeben. Was meint er damit? Ich bin kein Schatter. Nee, vielleicht nicht, aber wir sind von Dunkelheit umgeben. Das Licht von der Sonne hat einst geschienen, aber das ist vorüber und wir verfluchen die Nacht. Lassen uns in Ruhe, ihr kennt nix. Fahr uns durch. Naja, schauen wir mal, oder? Ich glaube, das war's dann aber auch. Alles alle wieder hoch. Das klingt okay. So. Wo ist jetzt noch so ein Hansel? Verseuchter. Sag mir, was ich kümmere mich drum. Ja? Hallo. Das war's? Ich bin hier ein Fremder und Eier im Nebel der Zeit verloren. In eurer im Nebel der Zeit verlorene, zu einer verschüttenden Stadt. Und alles, was ihr sagt, ist Hallo? Was soll ich denn sonst sagen? Soll ich das Wunder eurer Ankunftspreise? Soll ich die schier endlose Zeitspanne vom Zeitalter beklagen? Soll man die Knie zittern, nur weil ich euer Adlitz gucken darf? Ich bin sicher, ihr würden euch gleich viel bedeutender fühlen, aber ich bin einfach nicht an euch interessiert. Ich denke, wir werden auch feststellen, dass unser Interesse nur sehr wenige Dinge gilt. Dann sagen wir mal, wie ihr seid, was das für ein Ort ist. Wir wünschen uns eine ausführliche Erläuterung. Das ist mal wieder typisch. Ich sollte es hier wirklich einmal aufschreiben, damit ich es nicht wieder und wieder wiederholen muss. Naja, mir ohnehin nicht gerade häufig Besuch. Wir sind die Wächter, wir hüten den Tempel. Das ist sehr wichtig, denn alle paar hundert Jahre kommt jemand vorbeigedappt, der ohne uns einfach reinstolpern tät. Wir haben vergessen, was wir bewacht haben, wir haben vergessen, seit wie viele Generationen wir hier sind, wir haben vergessen, wie es ist, ein Ziel zu haben. Wem ist der Tempel geweiht? Der Tempel? Der ist schon so lange her, dass wir den Namen von Gott nicht mehr ausgesprochen haben und dass sein Name von fast alle vergessen worden ist.
Was war Loyalität? Alter, habe ich's. Was war Loyalität? Sind wir schon ein Wesen schuldig, was uns zu so einem Schicksal verdammt hat? Das mit einem S, bitte. Und die Krankheit, der dir offenbar leid, was ist da damit? Wir leiden am Verfall von unserer Gedanke und Seele. Wir hassen die Macht, die uns am Leben erhält, immer mehr. Und deswegen lässt sie uns von innen raus verrotten. Es gibt keine Heilung, es gibt keinen Kummer, es gibt kein End. Ach, da wäre ich mir auch versuchen, euch zu befreien. Tun, was ihr wollt. Für uns ist ohnehin kein Kummer. Wir haben unser Schicksal akzeptiert. Wir lehren das und dann reinkarnierte Junge. Dies dann der Alte lehren, bevor die sterben und wieder geboren werden. Die Abmachung, die uns in die Position gebracht hat, wurde buchstabengetreu eingehalten. Und daher ist es völlig unmöglich, dass wir den Fänger von der Abmachung entkommen, unabhängig davon, wie sinnlos es inzwischen Woche ist. Ihr werdet scheitern, es gibt keine andere Möglichkeit, wir akzeptieren das, wir erwarten an nichts anderes. Ihr verehrt das Leid wie ein Märtyrer Il Martyrs. Allerdings fehlt euch der Stolz und der Zweck hinter eurem Leiden, okay? Na, wenn ihr so einfach euch eurem Schicksal ergibt, werde ich einfach das hole, was ich hier suche und dann gehe. Wir werden, was auch immer ihr stehlen wollt, nicht vermissen. Es ist schon mehrere Zeitalter her, seitdem wir irgendetwas anderes als Verachtung für den Tempel empfunden haben. Treten ein, wenn ihr es wünscht. Nehmen, was wir wollen. Wir sind nur im Namen noch Wächter. Es wäre wohl genauso, wenn wir genauso gut, wenn wir hirnlose Skelette wären. Alle hopp. Gut, das ist wohl offenbar hier irgend so ein unterirdischer Tempel. Wem auch immer der geweiht ist, die wissen es anscheinend nicht mehr. Und die sind ziemlich stinkig drauf, weil sie als wiedergeboren werden. Ich folge euren Befehlen. Im Moment. Und mit jeder Wiedergeburt werden sie anscheinend immer ein Stück räudiger und verlieren immer so ein bisschen mehr von ihrer Seele und von ihrer Essenz, was sie ausmacht. Ich mache das jetzt auch einfach nur, um das für die Karte nochmal aufzudecken. Weil ich finde, so ist es doch viel schöner. Uralter Tempel. Aller hopp. Dann gehen wir nochmal rein, den uralter Tempel. Genau. Und jetzt hier rein. Eineinanderei. Spielwerk gespeichert. Uns Gebiet geladen. Hui, was ist denn das? Empathische Manifestation. Hasse sie, hasse sie. Lassen wir ihre Wut freie Lauf und der Hass. Der Hass. Wenn es denn sein muss. Na dran. Hass leidet nur davon lebig. Die tun mir nix, ich verzehr sie. Aha, köstlich. Der Altar ist von einer Aura der Helligkeit umgeben. Da holen wir doch mal, was hier drin ist. Und am Anfang habe ich das auch überhaupt nicht gecheckt, was ich zu machen habe. So, das heißt, ich waschel jetzt mal hier rum. Die empathische Manifestation, die wuselt mir hinterher. Und jetzt wird das weitergegeben an die Leute, die es gebrauchen können. Vikonia machen wir das kurz rein. Eder, du kannst das Ding auch lernen, ist auch kein Thema. Jetzt lass das Ding mal anwurschteln. Und Vikonia, du machst mal schwere Wunde heilen. So, und ihr andere lasst es viel in Frieden. Weil nur so verreckt's. Wandelt im Tempel meines Selbst. Gebt euch zu erkennen, bevor ihr der Sicht meines Selbst entgleitet. Ein Avatar. Avatar von einer Gottheit. Ah, nicht schlecht. Ich bin Abdel Adrian und ich habe mich eures kleinen Wächters entledigt. Denn Wächter? Das Biest ist nicht von mir. Das Biest tötet meine Form immer und wieder. Er hat so vorübergehend erledigt. Das kommt wieder und wieder. Das Biest ist eine grausame Gottheit, denn es hat mehr Macht, als ich aufbieten kann. Die Legion von meiner Anhänger nährt die Kreatur und ich bin geschwächt und verblasst zusehends. Solche Macht hat das Biest. Naja, euer Anhänger folgen eigentlich mal nie mehr, würde ich mal sagen. Aber sie müssen dienen, so ist es abgemacht. Sie sollen wachen. Und ich soll sie am Leben erhalten und das soll für alle Zeit so sein. Muss er Ent haben, die kennt nicht mal mehr der Name. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich das Biest nicht besiegen kann. Es ist ja Verachtung in ihren Pathos. Und das ist zum Gegenstand von ihrer Anbetung, ob sie es wissen oder nicht. Die Zeit ist vorbei. Ich habe hier nichts und wird auch nie wieder in die Haver. Selbst der Dimensionsreise hat an Kraft verloren und es ist keine so gewaltige Macht mehr, wie ich früher mal gedacht habe. Das ist also ein Gott oder sein Avatar, geschwächt durchs Fehler vom Glaube. Und das magische Utensil, was der Betrachter sucht, hat keine große Kraft mehr. Ich frage mich, ob der Betrachter das weiß. Ich weine für meine Kinder
Ihr Hass erhält diesen Ort gegen ihren Wunsch. Wenn sie gar nicht an mich gedacht hätten, wäre ich schon vergangen. Und bald danach würde es ihnen ebenso gehen. Vielleicht sollte ich den Prozess beschleunigen. Ihr Schicksal ist grausam und es soll beendet werden. Das wäre närrisch. Ich bin nicht sterblich. Selbst wenn ihr meine Form zerstören könnt, würde ich immer wieder kommen, solange es die gibt, die an mich denken. Nee, die Sache muss endgültig beendet werden. Die Abmachung besagt, dass ich die Dimensionsreiser bis ans Ende von der Zeit beschützen wird. Die Erschafferrasse waren sehr genau. Ich werde Worte eine neue Interpretation verleihen, weil es ist auf jeden Fall das Ende von meiner Zeit. Der Plan von der Abmachung hat vorgesehen, dass der Dimensionsreiser nicht noch einmal verwendet werden sollte. Wenn es in der Tat das Ende der Zeit ist, dann sollte meine letzte Handlung dessen Zerstörung sein. Ich besitze jedoch nicht die Kraft davor. Vielleicht können wir ja einander helfen. Ja, in euren Gedanken sehe ich einen Weg, diesen Ort zu erlösen. Ihr sucht das große Wunderwerk für andere, doch schuldet ihr ihnen keine Treue, denn sie wollen euch töten. Es ist ganz einfach. Ihr werdet das Teil des großen Wunderwerks, das ich besitze, an euch nehmen. Dann werdet ihr es mit dem Teil vereinen, das sich bereits im Besitz der Kreatur befindet. Die komplette Route ist zweifellos in der Lage, das Untier zu zerstören. Ihr müsst sie gegen das Untier einsetzen und sie mir dann zurückbringen. Verwendet sie nur einmal. Oder ihr seid des Todes. Sagt meinem Volk, dass ihr das Teil, das ich euch gab, mit euch führt, um es zu vernichten. Dass ihr den Auftrag habt, es zu vereinen, weil es nur als Ganzes und nicht in Teilen zerstört werden kann. Mein Volk muss wissen, dass ich plane, das Artefakt zu vernichten, wenn ihr zurückkehrt. Und es muss unbedingt wissen, dass mein Plan dafür sorgen soll, dass die lange Zeit ihrer Knechtschaft ein Ende finden wird. Einfach dadurch, dass die beiden Teile der Route vereint werden, wird ein kleines Stück Glauben für kurze Zeit wieder erwachen. Wenn die Teile während dieses Augenblicks in meiner Gegenwart sind, ist es mir möglich, das Artefakt zu zerstören. Und was habe ich davor? Die Zerstörung vom Biest, was euch benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr sein Wesen kennt, aber ihr werdet ohne die Dimensionsreiser nicht viel gegen das Vieh ausrichten können. Nee, ihr müsst es für mich tun. Es ist auch in eurem Interesse, benutzt den Gegenstand einmal, um euch mit meinem Segen vor Leid zu schützen. Kehrt dann hierher zurück und befreit mein Leid. Machen das. Na gut, ich versprech's. Gib mal den Dimensionsreiser. Nehm's und pflanzen das Samen der Hoffnung in meine Anhänger. Jetzt glauben sie euch vielleicht noch nicht, aber wenn ihr wiederkommt, glüht vielleicht ein Funke. Okay, wir haben jetzt das Teil von Dimensionsreiser gewonnen. Wir haben also diesen ganzen weiten Weg nur zurückgelegt, um herauszufinden, dass dieses Ding praktisch nutzlos ist. Pah! Die Wirkung des Geräts auf den Betrachter sollte lieber die Mühe wert sein. Das wird's auch. Ich habe nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich euch schon wieder ziemlich schlecht behandelt habe. Ihr behandelt jeden wie ein Stück Abfall. Warum sollt ihr bei mir Ausnahmen machen? Ihr seid eine arrogante Hure. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt Sicht ab. Oh Mann. Macht euch Gedanken drüber. Ihr müsst ernst wissen, Abdel Adrian. Ich war noch nicht so lange auf der Oberfläche. Manchmal vergesse ich, dass die Dinge hier anders gekannt habe, während als in der Welt, die ich Selemols gekannt habe. Ich habe unfair mit euren Gefühle gespielt und euch so heruntergesetzt wie die anderen Männer, die ich gekannt habe. Aber ihr seid nicht wie die. Es war falsch von mir. Ich habe genug davon, dass ich von euch ständig abwechselnd heiß und kalt bekomme. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Und dann bin ich schon zufrieden. Mal wieder Kreide gefressen, hm? Ich denke, so könnte mir das gefallen. So könnte ich mir das gefallen lassen. Ich denke, das ist verständlich. Macht euch Gedanken drüber. Mal wieder Kreide gefressen. Alter. Okay, Mama 3. Was? Kein Hass oder rechtschaffene Zorn? So, Sanftheit ist lächerlich und ein Zeichen von Schwäche. Okay. Das ist viel schwieriger als die Akzeptanz zu ertragen. Aber ich denke, ich sollte euch wohl dankbar sein. Ja, da war, dass ihr verärgert seid und es akzeptiert. Okay. Ja, bevor ich vor lauter Ekel noch kotzen muss, sollten wir einfach weitergehen. Das ist aber auch eine Tussi, oder? Das ist auch mal so richtig die Tussi. Ja?
Jetzt kann ich an mir rausgehen zum Lader oder so. Okay, ich glaube aber, das ist nach wie vor gut gewesen, weil das ist etwas, was er nicht kennt. Was er kennt ist, halt die Gosch, du bist der Hur, ich bring dich um. Das ist etwas, was die kennt, aber einfach mal zu akzeptieren ist Neifer die. Das heißt, die kommt immer zuerst angekrochen, Entschuldigung, Entschuldigung. Da sagt man, ja, ist schon in Ordnung. Die wieder, oh, ich habe nur Hass ertragen und alle Männer sind scheiße, aber ihr seid ein bisschen anders. Ja, kann ich verstehen. Was? Das ist ja widerlich. Also die ist echt schrecklich. Die weiß echt nicht, was sie will. Okay, habt ihr ihren Aufenthalt genossen? Natürlich habt ihr nichts gefunden. Und natürlich, wenn ihr mit leerer Hände gehen müsst, das ist ihr habt das große Wunderwerk. Was machen wir da damit? Es kann ja bewegt werden. Es wird schon seit Jahrtausenden irgendwie bewegt. Ich habe mir beschafft, weil ich es benötigt habe. Ihr könnt mich denn aufhalten. Nee, komm, es ist der Wille von eurem Gott, dass das von dem Ort entfernt und geschwächt wird. Ich glaube euch kein Wort. Ihr habt schon seit mehreren Zeitaltern nichts sich geändert. Wenn ihr das große Wunderwerk habt, liegt es nur daran, dass unser Gott noch schwächer ist, als wir gedacht hätten. Ja, ihr werdet schon sehen. Es soll zerstört werden, wenn ich zurückkomme. Ihr werdet von eurer Pflicht entbunden werden. Nichts verändert sich hier. Ihr werdet zurückkehren, wir werden befreit werden. Es gibt nichts, an das man noch glauben könnten, außer an die Stärke von Hass und Verachtung. Wir werden euch nimmer wiedersehen. Poch, wenn Mensch. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter, weil da können ab und zu nochmal Gegner herspringen. Hier können manchmal Gegner sein und da hinten können auch welche sein. So. Deswegen sammeln wir uns erstmal hier wieder. Ach ja, ach ja. Schön ist das mit deiner. Spaß macht's mit einer. Die sind ganz bezaubernd drauf, die Jungs. Und ist auch überhaupt nicht deprimierend oder so. Das ist alles wunderbar, sehr lebensbejahend. Okay, sammelt euch. Anomen dappt irgendwo in der Innersterei rum. Und weiter geht's. Ist aber schon mal ganz gut, dass Korgan vorne ist, falls was ist. Es ist immer sehr praktisch, wenn vorne der Krieger steht. So, dann hier. Blab, 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 blab. Bisschen Schuhgetrappel. Und dann geht's weiter. Wunderbar. Ich hoffe, wir packen es noch. Aber ich denke, wir packen es heute noch. Nee, Spielpause beginnt, will ich nicht. So, ich denke, wir packen es halt noch bis zu der Grube vom Betrachter runter. Aber wir werden wahrscheinlich dort nämlich viel machen können. Einfach nur runtergehen. Seid ihr das? Ihr seid erfolgreich zurückgekehrt? Das ist übrigens die Stimme vom Sprecher ganz am Anfang. Ja, ich hab's Zepter von mir, Ich hab die Hälfte vom Zepter hier bei mir. Ausgezeichnet, mein Fürst. Ganz wunderbar. Da werde ich euch erzählen, wie wir die zweite Hälfte kriegen können. Das blicklose Ares in einer großen Grube, Mitte im kultischen Lager. Ihr kennt nicht über die Treppe in die Grube. Die Diener vom Betrachter täten euch erschlagen. Aber ihr müsst in die Grube. Es gibt doch eine Nische, in der der Betrachter seine Schätze bewahrt. Und ach, Zepter. Es gibt einen sicheren Weg bis zu deren Nische. Einer von unseren Freunden ist immer noch beim Kult. Ihr müsst ihn finden und das Satzsache, das Ach ist blind. Dann wird er wissen, wer ihr seid und kann euch helfen. Ihr findet an der Grube von Ungläubigen. Beeilen euch, mein Fürst. Der Betrachter hypnotisiert und ermordet weiter hier Unschuldige. Ach, jetzt? Jo, ich werde hier gehen und mal einen aufsuchen. Die gönnt da sein Gepriese. Ich wünsche euch alles Gute, mein Fürst. Denken dran, sprechen mit Gal. Falls er spürt, dass er die Hälfte vom Zepter habt, wird der Plan scheitern. Sprecht nur mit Tad. Oder Tad. Den haben wir ja schon mal kennengelernt, den illustre Gentleman. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Scheint wohl so, dass der auch nicht so begeistert von dem Kult wäre. Ich bin immer gespannt, also das erfährt man leider nie bei Baldur's Gate 2. Aber es würde mich so interessieren, was eigentlich mit den Leuten passiert, nachdem sie bei dem Kult ohne durch waren, nachdem der Kult gesprengt ist. Und was mit den Leuten gemacht wird. Ob die Leute irgendwie nochmal zu ihrer alten Götter zurückfinden, ob die Leute eventuell wieder sehen können durch magische Art, durch Gunst von ihren Götter, ob die Leute möglicherweise weiterhin blind sind und als Bettler irgendwo enden. Es tät mich echt interessieren. Okay, also do dürfen wir nicht reingehen, wir müssen nur do hier. So. Weil der Gal, der merkt das, wenn wir das Ding dabei haben. Deswegen
fort von dem Kerl. Gal, da ist er. Und da ist unser Kumpel Ted. Kniet nieder und bereuet! Ja, Pilger, Sarah ist blind. Ihr, Sassa hat euch geschickt. Oh, der Götter sei Dank. Ich bin erleichtert, dass er noch am Leben ist. Ich bin Ted. Was soll ich denn falsch machen? Ja, gesagt, dass ihr einen Geheimweg kennt, den zu der kleinen Höhle im hinteren Teil vom Versteck vom Betrachter. Können wir helfen, die zu finden? Ihr wollt das Versteck vom Betrachter betreten? Na, ihr müsst in die Grube von der Ungläubigen runtersteigen. Dort drinnen befindet sich ein geheimer Weg zu der kleinen Höhle im Versteck. Ich weiß nicht genau, wo der Gang ist. Nehmt euch vor den Kreaturen nach, die Körper von der Ungläubigen fressen, die da runtergeworfen worden sind. Ihr wollt, dass ich da runtergehe? Das ist ja mal ein toller Plan. Ja, es tut mir leid, aber mehr kann ich nicht, weil ich tue, mein Fürst. Ich bete für euren Erfolg. Keine Chance, da gehe ich nicht runter. Okay, na gut, danke für die Unterstützung. Viel Glück. So, jetzt geht der weg, wenn er darf. Und wir gehen hier die Treppe runter. Also einmal runterschleudern, einmal runterrutschen ins Matschversteck. Und da sind überall Skelette. Kümmere mich drum. Okay, was sind wir hier? Die Grube über euch ist zu steil, um wieder hinaufzuklettern. Unten liegen die Überreste zahlloser Leichen mit sauber abgenagten Knochen. Ja, das ist doch schon mal hervorragend. Aber ich sage ihr, liebe Leute, das ist ein Problem für den Yankee von morgen. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.